Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind immer noch in dem Blumenmeer und unsere Kamera wird offenbar vom Regen getroffen. Oder, ah nein. Aber es sieht noch lustig aus, wenn man das... Ja, jetzt nochmal so. Ja. Das kann man machen, habe ich nicht gewusst. Ja, wir sind immer noch an der Blumenküste. Und letztes Mal haben wir da eigentlich überall gehen zu dem Mausoleum, aber so wirklich den Weg, den haben wir nicht gefunden. Darum ja, müssen wir jetzt hier schauen, dass wir den finden. Ah, jetzt sind natürlich wieder die hier. Ah, komm. Die darf man nicht unterschätzen. Ah, natürlich können wir noch blitzen. Ah. Ich möchte auch gerne Sachen teleportieren zum Ausweichen. Gift schießen können wir auch. So. Das ist der zweite. Ah. Komm, mach nochmal deine Kombo. Tschüss. Ja, irgendwie glaube ich, es ist das auch die Küste entlang. Wir tun jetzt einfach mal wirklich los von. Oder ja, wenn wir noch weiter rauf, aber eigentlich glaube ich. Sollten wir das schon finden? Aha, da sind wir unter dem Schiff. So. Sollten wir da mal schön nach. Aber irgendwie... Ah! Jetzt haben wir tatsächlich noch etwas gefunden. Das sieht doch richtig aus. Kommen wir da mal runter und drehen noch das Licht an. So. Ja, gehen wir mal da durch, weiß auch nicht. Jetzt sind die explodierenden Viecher. Aber wirklich explodiert sie offenbar auch nicht. Und damit sind sie wieder draussen. Aber auf einem von diesen Sarkophag
Boot oder Schiff. Nehmen wir noch die andere Richtung. Wieder alles bei den... ah, dort oben hat es noch etwas gehabt, glaube ich. Ein Schmiedstein. Ja, explodiere ich mal nochmal. Ja, ich glaube hier sind wir runtergekommen, ja. So. Und hier geht es offenbar weiter. Krebse. Ja. Was für eine Überraschung. Natürlich nicht die einfachen Krebse, sondern der Blötsch. Hummer. Am wenigsten los, yes! Krabbeneier und weißes Fleisch. Jetzt ist die Frage, geht es hier weiter? Auch schon. Nein, das führt uns doch wieder zurück. Bei diesen kleinen Krebsen sind wir nämlich durchgekommen. Da geht es durch. Und wir sind endlich auf der Insel angekommen. Uns natürlich mit den Krebsen begrüßen. Und mein Schlag so. Nochmal Krebs. Das ist auch so ein Gegner, der ist meiner Meinung nach recht vereinfacht. Im Dark Souls 3 zum Beispiel, wenn man dort zuerst mal in den Wald kommt und die Krebsen da aus dem Sumpfboden rauskommen, sind die viel schwerer. Und sie droppen dafür aber glaube ich auch einen Ring, wenn man sie besiegt. Dann haben wir noch dran. Können wir da irgendwie raufgehen? Ja. Ist aber auch irgendetwas da oben? Ja, es ist tatsächlich etwas da. Die Auftür von Rana. Was macht das? Verbraucht FP um Flammen nach vorn zu speien, okay. Ja, bei diesen Gegenständen weiss ich halt auch nie, ist das jetzt einer, den man braucht und nachher verschwindet er, oder kann man einfach unendlich quasi brauchen. Darum zögere ich da einfach ein bisschen zu brauchen. Weil wenn das so ein Ding ist, wo man einfach kann ausrüsten für Flammen zu speien, könnte es schon ein cooles Teil sein. Ups. Geht dann gerade ins Mausoleum. Und dann noch ein bisschen oben. Da hat es noch etwas. Aber wahrscheinlich nicht allzu spannend. Aha, ist einfach ein zweiter. Ein zweiter Weg. Ja, dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Südliches namenloses Mausoleum.
Und überraschenderweise ist es wieder ein Boss. Eigentlich ist es gerade ziemlich dumm, als ich da reingegangen bin, weil ich fast wieder ein Level-Up habe. Aber wie immer sehe ich das traditionell, wenn es zu spät ist. Ui. Ja, tut doch ein bisschen umdingseln, dann kann ich wunderbar meine... Nein! Meine Ausdauer wieder aufladen. Komm. Schade. Oh. Das macht dann noch recht Schaden. Ein Schlag. Ich heile mich gescheiter noch. So, komm jetzt. Und tschüss, Tänzerin von Rana. Wir bekommen ihr Schwert und ihre Ausrüstung. Ja, das Schwert könnte vielleicht auch noch was Cooles sein. Schauen wir das Geschenk an. Die Ausrüstung wird auch nicht allzu stark sein. Auf Geschick. Ewiger Tanz. Aha, ja, könnte noch lustig sein. Dann gehen wir, denke ich, wieder mal hierher zurück. Machen noch das Level ab, bevor wir das wieder vergessen. Nein, Zeit vertreiben. Ja, und jetzt ist die Frage, jetzt gehen wir da mal noch ein bisschen so weiter. Ja gut, eigentlich können wir auch gerade hierher gehen. Jetzt gehen wir aber wahrscheinlich mal zuerst doch ein bisschen so durch. Zu dem ganz komischen, überhaupt nicht attraktiv aussehenden Gebiet über. Oh! Können wir da noch rauf? Ist das das Schiff? Ja. Oh, explodiert. Ist noch so hartnäckiges. Können wir wieder eine Lilie mitnehmen? Komm. Ja. Kann man da rüber? Ja. Jetzt sind wir da auf dem Teil hier, da schauen wir da noch ein bisschen um. Ja, ja. Hat sicher noch etwas. Da hat schon mal etwas. Schülers von St. Rina. Was ist das? Ah, wieder so einer. Hat
Wenn der als Verschwörung, der wäre doch noch cool. Jetzt ist da die Frage, können wir da auch auf das Schiff? Ja. Ich finde sogar eine grosse Lilie. Aber wir gehen, glaube nicht da durch runter. Sondern mit einem anderen Schiff, wo wir drüber gekumpelt sind. Hat sie etwas? Nein, nicht so wirklich. Gehen wir wieder zurück. Falls man überhaupt zurückkommt. Wir müssen auch so... Oh ja. Können wir noch auf das Schiff gehen? Und da hat es wieder eine grosse Lilie, so wie es aussieht. Yes. Ups. Ah, lass mich in Ruhe, du blödes Viech. Ah. Ja, dann gehen wir da mal runter. Bevor die Schöfe uns noch angreifen. Und hier jetzt unsere Lieblingsgegner, die grusigen Finger hängen. Ai. Ah! Das darf mich nicht verrutschen, sonst bin ich tot. So, die haben wir mal durch. Hat sie schon immer so ein grusiges Geräusch gemacht. Und damit sind wir an diesem Strand angekommen, ohne zu sterben. Juhu! Das ist wieder die nächste Hang. Und da sind wir vorher gestanden. Dort ist man so... Kann man hier runtergehen. Hat zwei Wege zu diesem Superstrand. Wir gehen dann auch noch geschwind der schauen. Zuerst einmal... Zuerst einmal müssen die Fingerviecher weg. Oder scheint es auch nichts allzu Spannendes zu haben. Ah, das habe ich jetzt nicht gesehen.
Schade, sonst wäre ich garantiert nicht drin geritten. Aber ist zum Glück nicht so schlimm gewesen. Gut, ab Boden schauen. Gehen wir hier laufen. Ah! Hast du zumindest etwas bewacht? Auch nicht. Ah, man kann zwar schon laufen. Da haben wir etwas. Da ist noch fertig. Ja, das scheint gar nicht Angst zu sein, ausser halt die Wurmviecher. Schade. Ja, gehen wir wieder runter, aber idealerweise so, dass wir nicht sterben. Ah, die. Ja, und jetzt sind wir schon hier angekommen. Jetzt gehen wir hier noch geschehen hinterher schauen. Ja, jetzt habe ich die gesehen. Dort vorne sehe ich so. Ja, die müssen nicht meinen. Schattenkrone. Und das scheint sie hängen zu sein. Jetzt aufpassen, ich will da nicht vom Rückweg reinreiten. So. Gehen wir hier noch schauen. Kann man hier noch rauf? Ja. Aber auch hier, ja. Ah. Ausser die Gegner, die für uns einfallen, hat es nicht. Nein! Jetzt wollte ich nicht noch sterben. Ja, die Finger sind nicht lustig. Und jetzt nehmen wir, glaube ich, den zweiten Weg. Da können wir das paar Fingergegner überspringen. Und lenkt das? Ja, auf. So. Ja, ist gut. Da haben wir es schon. Ja, Schattenviech, du bist mir gerade gleich. Vielleicht kann ich hinter der auch so reiten, dass sie mich nicht sieht oder nicht erreicht. Probieren wir es mal. Wow.
Wieder fast 3. Ja, jetzt Säuferli. Dann gehen wir doch hier rauf schauen, was haben wir hier? Eine Lilie. Und jetzt können wir hier schön auf der Seite durch und finden die Fingerruinen von Ria. Finde ich nicht so das coolste Gebiet. Irgendwie, die Finger gefallen mir nicht. Aber ja, dann würde ich sagen, was wir aus diesen Ruinen finden, das schauen wir doch das nächste Mal. Bis dann und tschüss.